Was wäre eine richtige Interrail-Reise ohne Nachtzug? Darum stehe ich hier in London Euston und warte auf einen Caledonian Sleeper, der mich Richtung Norden wird bringen. Ich habe mir am Bahnhof eine kostenlose Reservierung geholt und jetzt kann ich mit dem Caledonian Sleeper in einem Sitzplatz bis auf Edinburgh fahren. Nachtzugfahren ist wirklich etwas, was mir noch so Hühnerhaut gibt. Jedes Mal, kurz bevor es losgeht, stelle ich mir vor, wie weit so ein Zug eigentlich durch die ganze Nacht fährt, quer durch ein Land. Und am Morgen kommt man dann irgendwo ganz am anderen Ende an. Wirklich etwas Magisches für mich. Und langsam aber sicher sind die letzten Lichter von London erloschen, es ist dunkel geworden und wir sind in die Nacht gefahren. Cool ist auch immer wieder, wie man mitten in der Nacht irgendwo im Nirgendwo aufwacht und einfach so einen Ausblick hat. Wir sind dann schon gegen 5 Uhr am Morgen in Edinburgh angekommen. Ich bin noch ein bisschen im Zug geblieben, bis etwa um 7 Uhr. Aber irgendwann habe ich es so kalt bekommen, dass ich einfach aussteigen und irgendetwas machen. Mein Kollege, der Juan, hat in Edinburgh einen Sprachaufenthalt gemacht und ich wollte ihn besuchen, aber ich musste natürlich ein bisschen warten, bis er dann auch wach war. Er ist ja schon recht früh aufgestanden und darum bin ich nachher zu ihm heimgegangen. Wir haben zusammen den Tag verbracht. Es war echt super, mal ein bisschen mit jemandem zu quatschen, weil nach so vielen Regentagen war meine Laune echt ein bisschen im Keller. Am Nami habe ich dann mein Zimmer im Hostel bezogen und ich hatte Zeit zum Nachdenken. Seit 3 Tagen hat es keinen schlauen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gegeben. Die Hälfte meiner Kleider ist schon nass und ich habe langsam keine Lust mehr vor all diesem schlechten Wetter. Und hier in Edinburgh schneit es sogar noch. Und ich überlege mir es echt, einfach umzukehren und auf Italien an Strand zu fahren oder so. Ein paar Kollegen von Juan und er haben mich dann zum Essen eingeladen und ich habe mich dazu entschieden, die Entscheidung mal bis nach dem Nacht zu vertagen. Wir haben einen wunderbaren Abend in verschiedenen Pubs verbracht und es war echt ein cooler Tag. Aber da war ja noch die Entscheidung. Ich bin also am Abend ins Hostelzimmer gekommen, habe mich reingelassen und habe für mich einen Entscheid getroffen. Von Anfang an war die Isle of Skye mein Ziel. Und ich dachte, ich kann doch nicht so weit reisen, für ihn so kurz vorher aufzugeben. Und darum habe ich mich dafür entschieden, trotzdem weiterzureisen. Im Nachhinein kann ich sagen, es war absolut die richtige Entscheidung. Und so habe ich mich an diesem regnerischen Morgen Richtung Bahnhof aufgemacht. Und so habe ich dann noch oft an meiner Entscheidung herumgestudiert, ob sie echt richtig war oder nicht. Aber ich habe für mich an diesem Tag etwas gelernt. Manchmal macht es einem das Leben ganz schön einfach aufzugeben. Aber ich glaube, gerade in diesen Momenten ist es am wichtigsten, dass man das eben nicht macht. Dass man es durchzieht. Zwar nicht für die anderen, sondern für einen selber. Und auf einmal habe ich die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Und wenn es so schneit, ist doch egal, ich fahre zu einem der schönsten Plätze der Welt und gehe fotografieren. Ich freue mich unglaublich. Ladies and gentlemen, the next up this service is Dublin. Und so sind wir langsam aber sicher durch Thailand getuckert Richtung Inverness. In Inverness angekommen bin ich dann vor dem Zug Richtung Kyle of Lochalsh gestanden. Eine wunderbare Bahnlinie, die ich jetzt das erste Mal bereisen werde.
dieser Fahrt nach Kyle of Lochalsh hat es in meinem Wagen 2 Grossis gehabt, die gelismet haben. Ein Bärli, das eine grosse Karte auf dem Tisch ausbreitet hat und Reis geplant hat. Eine Familie, die ein ganzes Buffet ausbreitet hat auf ihrem Tischli. Und 2 Rucksackreisende mit dem Schachbrett, die eine Partie gespielt haben. Das ist Bahnreisen. Und so sind wir in Kyle of Lochalsh angekommen. Hier hat es auch ein kleines Museum zu der Geschichte des Bahnhofs und das durfte ich natürlich nicht lang gehen. Und so bin ich vor diesen unglaublich beeindruckenden Bergen von der Isle of Skye gestanden und habe mich gefragt, was mich auf diesem Trip noch erwarten wird. Von hier an ist fertig Zug gefahren. Von jetzt an geht es mit dem Bus weiter auf die Isle of Skye, nur noch mit meinem Rucksack, respektive meinen 2 Rucksäcken bewaffnet. Das aber dann in der nächsten Folge, Danis Abenteuer.